So die Preisinger kommt jetzt alle Woche ein Irrenarzt und tut an Mike sein Frichterl die Wadeln für ihn richten. Der Kathi sein Gmorblal ist eine horklige Geschichte, voller Mühe und Plag, aber sie beißt sie durch und schließlich wird's ein schöner Erfolg. Der Sascha kommt wieder heim aus dem Zuchthaus und ist wieder mit der Rosi beieinander, samt den, dass die wenig Zeit für ihn hat, wegen der Geschichte mit Festzeit. Der Gerstl tut ein WLAN in sein Standel rein, damit dass er mehr Kundschaft herziegelt. Aber die Krattler hocken 2 Stunden am Norgel und bringen kein Geschäft nicht. Und drum lasst es wieder bleiben. Der Gregor bestellt für seine Haushälterin ein elektrisches Zahnbürstel. Und statt den kriegt er aber einen elektrischen Wichsgriffe geliefert. Gundi kriegt das mit und nimmt's für echt. Und gleich weiß das die ganze Gmor. Die Annalena und seine Jumpsterer möchten ein Ziel zusammenschreiben, was das eins am anderen zum Aussetzen hat. Aber sie finden nicht viel. Fanny und seine Holzheider finden zwar einen Haufen, aber die nehmen es nicht ernst und fangen auf das auf zum Stopfen an. Die Annalena möchte ihren früheren Aushilfsmetzger mit der Köchin von der Schule verkuppeln. Aber der stellt sich an, als wir Kurbein scheißen. Als Zwiefall riecht sie her, als wie eine englische Geschäftsfrau, weil es glaubt, dass das ihren Jumpsterer gefällt. Aber dabei kommt sie ihm auf die Weise für, als wie seine sadistische Schullehrerin. Schließlich kommen sie dahinter, dass ihr das alle 2 nicht gefällt. Die Kirchleitner einer Konkurrenz hat einen besseren Draht zum Bürgermeister von Bayerkofen und möchte er auf die Weise als Festzeit beim Volksfest wegnehmen. Aber die Rosi stellt sich auf die Füße und setzt den Bürgermeister recht zu und kriegt so schließlich einen Zuschlag.